Hallihallöchen, heute gibt es einen Travel Vlog, I guess. Ja, ich gehe jetzt auf Essen. Ich bin jetzt schon in Basel beim ersten Umstieg. Ich muss 4-mal umsteigen. Der letzte Teil von Düsseldorf nach Essen steht anscheinend einfach cancelled, aber I doubt it. Ich glaube, es sollte schon laufen. Bei bahn.de steht, dass die Verbindung noch existiert. Ja, der Zug ist schon da, von Basel nach Mannheim. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich in Mannheim nur 7 Minuten habe zum Umsteigen. Aber das Gleis ist zum Glück direkt gegenüber, also es wird schon laufen. 3 Stunden später. So, turns out, ich muss eine andere Verbindung nehmen, komplett anders, weil eine ganze Strecke gesperrt wurde. Ich kann auch schon, oh mein Gott. Aber I doubt it. Ich glaube, es sollte schon laufen. Ich war auch schon gerade ready in Deutschland zu stranden. Ich sage dir, wie es ist. Ich habe aber eine neue Verbindung gefunden. Ich hoffe, es geht alles gut. Der Grund, wieso ich so am Durchdrehen war im letzten Video, ist, dass ich eigentlich in Mannheim mit mir einen Zug nehmen Richtung Siegburg-Bonn. Aber Siegburg-Bonn gar nicht befahren worden ist, weil eine ganze Strecke gesperrt worden ist. Dann musste ich in Mainz umsteigen und nach Frankfurt fahren, obwohl beide gar nicht auf meiner Strecke gewesen wären. In Frankfurt habe ich dann 2 holländische Väter getroffen, die auch in dem vorherigen Zug mit mir waren. Und weil ich einfach keine Lust mehr hatte, allein zu chillen, allein verloren in Deutschland. Und im Hintergrund sieht man auch, wie ich mein mickriges Sandwich esse, während ich mit denen auf irgendetwas warte. Dann haben wir einen anderen Zug gefunden, sind rein, ist komplett überfüllt. Ich habe noch nie so einen überfüllten Zug gesehen. Die Frau bei der Durchsage hat gesagt, ein paar Leute müssen raus, weil es ist einfach gefährlich, so viele Menschen im Zug zu haben. Die 2 Väter wollten im Zug bleiben, was ich verstehe, aber ich habe gefunden, Bro, I'm out of here, weil der Zug hat sich nicht bewegt, nichts hat sich bewegt, gar nichts. Habe ich leider meine Bres verlassen und bin in einen anderen Zug und dort geht es jetzt weiter. Bro, es ist 12:30. Es ist Mitternacht. 12:30. Schauen Sie mal, wenn Sie den und ich bin erst in einer Stunde noch nicht mal am Ziel, weil mein Kollege holt mich früher ab. Weil ich einfach keinen Bock mehr habe, im scheiß Zug zu chillen. Ich fühle mich wie in einem Fiebertraum. Okay, ich bin endlich im Auto. Aber das, was mich am meisten flasht, ist, ich habe ja Angst, dass ich den Anschluss verpasse, weil es knapp war. Aber dass es so rauskommt, Bro. Hey! Wir waren in der Stadt. Die Reise von gestern ist schon vergessen. Oder auch nicht vergessen, aber die ist jetzt in der Vergangenheit. Wir waren ein bisschen in der Stadt, in Essen, an der Rue. Und zwar das erste ist der geile Red Bull. Also geil weiß ich nicht, aber die Farbe ist schon wieder voll geil. Das ist Ice Vanilla Berry. Klingt honestly nicht geil, nicht mein Geschmack. Ich bin nicht so Fan von Vanille. Und dann noch gemischt mit Beeren. Aber ich finde die Farbe einfach geil, darum habe ich es. Schmeckt sehr geil in der Nase, schmeckt ein bisschen nach Süßigkeiten. Ich habe auf TikTok eine Review gesehen und der Sieg hat gesagt, es schmeckt wie die Gummischlängli, der blaue Teil. Es schmeckt 1:1 wie das. Es schmeckt einfach nach Süßigkeiten. Leute, apropos Gummischlängli, ich habe danach einfach gesehen, dass sie den Drink Iced Gummy Bear umbenannt haben. Vielleicht, es schmeckt eher nach Berry und vielleicht im Hintergrund ein bisschen Vanille. Aber nein. Würde ich das nochmal trinken? Nicht unbedingt. Es ist easy süß und halt Süßigkeit. Aber scheiße ist es nicht und die Farbe sieht sehr geil aus und das ist es mir wert, sage ich dir, wie es ist. Weil der Moment, wenn Hunger genau kickt, wenn scheiße! Boah, das sieht ja Alter! Scheiße. Ich bin jetzt in einem Wirtshaus gelandet und mir ist aufgefallen, dass es einfach ein German Pub. Ja, ich habe meine neue Taufung von Wirtshaus in Deutschland ist German Pub, weil es hat genau den gleichen Vibe wie Irish Pub, einfach in Deutsch.
Da habe ich zum ersten Mal Schocken gespielt. Ich habe auch vorher nie von diesem Game gehört, aber ja, es war nice. Aber ich weiss nicht mehr, wie es geht. Hihi! Ah, du musst querheben, by the way. When I die... Okay. When I die, bury me with all my eyes on. When I die, bury me with all my eyes on. Ja. Fire. Bitches, we're back! Nach dem Taste-Test. Zum ersten Mal in meinem Leben Durstlöscher. Das ist Wassermelonengeschmack. Also es hat sehr viel Zucker. Ja, fair, aber ja. Hittet nicht irgendwie. Es schmeckt voll künstlich nach Wassermelone. Also ein besserer Durstlöscher wäre einfach Wasser, honestly. No. Ich bin jetzt leider schon auf dem Heimweg, aber pünktlich. Bis jetzt ist alles pünktlich. Ich bin sogar 3 Minuten zu früh. 3 Minuten zu früh. Das heisst, ich catch jeden Anschluss catchen. Ja. Und auf der App steht sogar, dass alle Züge on time sind. Also da bin ich ein geiles Tomaten-Mozzarella-Sandwich am Essen, das ich am Bahnhof Essen geholt habe für die Heimfahrt. Und ich habe obviously nicht alles gevloggt, aber am ersten Tag haben wir ein bisschen Essen erkundigt und sind käfeln. Und den Teil vom Abend habt ihr ja gesehen im Vlog. Und am letzten Tag haben wir honestly nicht so viel gemacht. Wir haben einfach die Heime gechillt und Film geschaut. Und dann habe ich ihn gezwungen, den Huttest von Harry Potter zu machen, weil er ein Fan ist, aber den noch nie gemacht hat. Like! Und weil ich auch wollte, wieso ich immer noch im gleichen Haus bin. Bro, weißt du, ein wahrer Slytherin bleibt es einfach. Ja, es war halt nur ein Wochenende, aber es war trotzdem mega nice, trotz der Shitshow auf der Hinfahrt. Aber es hat sich trotzdem gelohnt. Ja! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, dann...